schon über 10 Jahre lang beim Meister Eder ist? Die Zeit vergeht, nicht wahr? Der Meister Eder war auch ganz erstaunt, wie er das neulich nachgerechnet hat. Und dabei hat er festgestellt, dass er sich in der Zeit so sehr an den kleinen Kerl gewöhnt hat, dass er sich ein Leben ohne Pumuckl gar nicht mehr vorstellen kann. Und darum wollte er dem Pumuckl zu dem Jahrestag eine Freude machen. Er ist in ein Spielwarengeschäft gegangen und hat dort ein Spielzeugauto gekauft. Eines zum Aufziehen natürlich. Das wird ein großer Spaß, hat sich der Meister Eder gedacht. Es war ein großer Spaß. Zunächst. Aber dann, doch hört euch die Geschichte selber an. Pumuckl! Pumuckl! Komm mal her. Langsam oder schnell? Pass auf, ich hab was für dich. Was Schönes, dann komme ich schnell. Ja. Was zum Arbeiten, dann komme ich langsam. Heute hab ich was Schönes, weil heute ein ganz besonderer Tag ist. Ja, ich bin schon da, zeig. Schau, was in dem Backel da drin ist, das gehört dir. Ui, und was ist da drin? Gell? Das möchtest du wissen. Ja. Haha, da wirst du staunen. Das müssen wir ganz vorsichtig aufmachen, sonst... Springt es sonst vielleicht davon? Ui, komm, lass es lieber drin. Ich will nicht, dass es davon springt, wenn es was Schönes ist, weißt du? Nein, nicht springen. Davon fahren kannst. Dann, dann ist es eine Straßenbahn. Ja, sag einmal, wie kommst du denn jetzt auf eine Straßenbahn? Weil die Frau Schröder vom Vorderhaus gestern so geschimpft hat und gesagt hat, die Straßenbahn fährt einem immer davon. Nein. Ja, deshalb ist es vielleicht eine Straßenbahn. Aber Straßenbahn ist es keine. Was ist Aber, schau her, ein Auto. Ein Auto. Na, was sagst du? Ein rotes Auto. Und das rote Auto gehört dem Pumuckl? Ja, gell, da staunst. Ja, da staun Und ich. wenn ich das erst aufziehe, Ja. dann fahrt's von ganz allein. War von ganz allein. Ja, und wenn man das Lenkrad da einstellt, dann fahrt's immer im Kreis rum. Ja, immer im Kreis. Das ist schön. Und wahrscheinlich hält dich das Auto sogar aus, dass du dich draufsetzen kannst und mit ihm im Kreis rumfahren. No, was sagst du jetzt? Was ich sage. Ja, Ja, also Hä? ich bist sprachlos. Ich Ja, sage, ein Auto, ich hab ja gewusst, dass dich das freut. Aber langsam. Ja. Weißt du auch, warum du das heute kriegst? Nein, muss ich das wissen? Ja, freilich. Ja, warum? Nein, warum? Ja, freilich musst du das wissen. Ja, warum muss ich das wissen? Vielleicht, weil ich dich heute überhaupt noch nicht geärgert habe. Oder weil die Sonne scheint. Nein, auch nicht. Oder weil es gleich wieder regnet. Oder jetzt weiß ich's was. Jetzt weiß ich. Weil du einen großen Sack Geld gefunden Nein, hast. auch nicht, Pumuckl. Ziehst du jetzt das Auto auf, bitte? Kriege ich das jetzt, das Nein, Auto? noch nicht. Na, warum nicht? Du kriegst das Auto deswegen, weil du heute sowas wie Geburtstag hast. Heute Geburtstag? Ja. Ich bin also heute geburtst worden. Nein, heute nicht. Heute nicht. Aber vor 10 Jahren. Erinnerst dich nimmer? An wen? Da, pass auf. Heute vor 10 Jahren. Ja. Da bist du an meinem Leintopf hängen geblieben und seitdem bist bei mir sichtbar geworden. Ja. Und zur Feier des Tages, da kriegst du das Auto. Ja, da erinnere ich mich schon. Es war ein sehr ärgerlicher Tag. Sehr ärgerlicher Tag. Ich hätte mir am liebsten die Haare ausgerissen und den Kopf abgebissen und Töpfe rumgeschmissen. Da brauchst dir nicht einbilden, dass ich gerade erbaut war. Was war? Aber das hat sich doch geändert. Oder nicht? Und ich glaube, das ist ein Grund zum Feiern. Wäre ja ein langweiliges Leben ohne dich. Hey, du findest du das echt? Echt? Ja. Echt. Ich finde es nämlich auch ganz echt, dass wir... Was hast du denn? Was kriegt man da innen drin für ein komisches Gefühl, Ja. wenn man was echt findet? Du, Ja, guck ja. mal, hier da in der Ja. Mitte, da fühle ich ganz Na echt. ja, weil du dich halt Gib freust. mir jetzt mal schnell das Auto. Du sonst mach ich so... Na, jetzt komm. So mache ich Komm. sonst, ja. Und man kann doch nicht einfach machen, wenn man sich freut, weißt du? das Da muss man kann doch man viel nicht. mehr Also, machen oder Pumuckl. sowas ähnliches. Pumuckl, pass auf. Ziehen wir lieber das Auto auf. Jetzt gib einmal Obacht. Ja. So, jetzt pass auf.
So, jetzt. Ah, jetzt drehst du das Auto an dem Auto rum. Ja. Jetzt pass auf. Jetzt pass ich auf. Jetzt. Ja, jetzt pass ich auf. So. Ui! Erstes. Siehst du es? Es fährt! Und wo und wie es fährt? Immer im Kreis herum. Im Kreis herum. Und es stößt nirgends an, was das Auto kann. Es stößt nirgends an. Und es fährt mit Fleiß hier herum im Kreis. Es glänzt und blitzt, es saust und flitzt. Ui, es flitzt nicht mehr. Ja, jetzt muss man es wieder aufziehen. Steht einfach hier. Ja, jetzt muss man es wieder aufziehen. Du, pass auf, Pummel. Ja. Und jetzt darfst du dich draufsetzen. Ja, ich bin gespannt, ob das geht. Mitten auf das Auto drauf. Ja, halt dich aber fest. Ja, ich halt nicht am Lenkrad, sonst geht's nicht mehr im Kreis rum, sondern saust an die Wand. Ja. Halt dich an der Windschutzscheibe ein, so. An der warte, jetzt halte ich mich erst an der jetzt lass ich aus. Windschutzscheibe. Ja. Ui, das geht ja wunderbar. Vor Jahre hin. Ein bisschen langsamer als vorher, aber das ist grad gut. Mein Pumuckl, gell? Pumuckl, das ist ein Spaß. Ein großer Spaß ist das. Halt, nicht an die Wand. Ja, dreh am Lenkrad. Nicht nach der Seite, nach der anderen. So. Jetzt kommt der Tischfuß angesaust. Gerade nur vorbei. Dreh andersrum. Der Ofen. Oh, jetzt steht's. Das war schön, gell? Das war sehr schön. Das war so voller schöner Angst. Ja, weißt du? naja, viel war ja nicht passiert bei dem Doch, Tempo. ein Ofen und ein Tischfuß und eine Wand war im Weg. Aber gut geht's. Ziehen wir es nochmal auf? Hm? Ja, nochmal und nochmal und dann vielleicht nochmal. Und wenn's dann... Der Meister Eder hat das Auto wirklich eine Stunde lang immer wieder und wieder aufgezogen. Der Pumuckl konnte sich gar nicht satt fahren. Aber irgendwann hat ja jeder Spaß mal sein Ende und der Meister Eder musste wieder an die Arbeit gehen. Der Pumuckl war da aber ganz so, wie manchmal auch Kinder sind. Er wollte und wollte nicht aufhören. Bitte noch einmal, bitte noch einmal. Wenn du es noch einmal machst, dann lass ich dich vollkommen in Ruhe. Das hast du jetzt schon 5-mal gesagt. Ja, ich muss aufhören. Warum? Und schau, das Auto muss ja auch einmal ausruhen, sonst wird's ja zu bald kaputt. Nein, ich will aber. Dann probier halt, ob du das selber aufziehen kannst. Da hast du den Schlüssel. Ja, jetzt probiere ich selber. Ui, jetzt muss ich das ganze Auto erst umdrehen. So. Oh, das geht aber. Das geht nicht. Was denn? Warum geht's denn nicht? Das ist zu schwer. Bitte. Versuchst du noch bitte ein einziges Nein, wir Mal, machen ganz was anderes. Pass auf. Ich leg da 2 Bretter nebeneinander schräg her und nachher kannst du das Auto ohne Aufziehen runterrollen lassen, wie über ein Bergerl. Komm, da Ja, aber steht. dann muss ich's ja immer wieder hinaufziehen. Na ja, und? Hast ja Zeit. Aber halt, zuerst muss man noch das Lenkrad auf geradeaus stellen. So. Ja. Und jetzt setz dich mal drauf. Probieren wir's. Ja, jetzt probieren Probieren wir's. Komm her. So. Schön! Aber kurz, sehr kurz. Ja, das macht nichts. Kannst das ja immer wieder auftun. Weißt du, wenn ich einen großen Berg hätte, also einen ganz großen, dann, weißt du, dann könnte ich ganz lang herunterrollen, ohne aufziehen. Ja, freilich. Weißt du, sicher gibt es in der Stadt irgendwo einen großen Berg, also einen Steh dich und geh mit riesengroßen dem Berg. Auto auf die Straße. Du kennst unter die echten Räder. Nein, der Pumuckl nicht. Der Pumuckl Der nie. Pumuckl genauso wie andere auch. Wie der Pumuckl Denn wenn genauso. auch du für andere Leute unsichtbar bist, Ja. das Auto ist und bleibt sichtbar. Das ist nämlich aus Blech und das verschwindet nicht. Ja, aber weißt du, das ist doch ganz anders. Wenn vielleicht kein Mensch hinschaut, weißt du, weil das ja ein so kleines, klitzekleines Auto ist. Und vielleicht gibt es in einem Hof einen Berg. Also ein pass Berghof. auf, was ich ein dir jetzt Hofberg, sag. meine Du ich. gehst mir mit dem Auto nicht aus der Werkstatt, verstanden? So, und jetzt mache ich weiter und du kannst dich ohne mich gut beschäftigen. Der Pumuckl möchte aber einen großen Berg haben. Ja, dass er einen großen Berg haben möchte, um mit dem Auto herunterzufahren, das hat sich im Kopf vom Pumuckl festgesetzt. Und die Warnung vom Meister Eder war gleich vergessen. So kam, was kommen musste. Während der Herr Eder nur für ein paar Minuten in seine Wohnung hinaufgegangen ist, hat der Pumuckl wups das Auto hinausgeschoben in den Hof.
In dem ganzen Hof nicht ein einziger Berg. Dass die Menschen so langweilige ohne Berghöfe bauen. Ob ich auf die Straße hinausfahren soll? So, da fahren so viele Autos und da kann sicher auch ein Pumuckl-Auto fahren. Vielleicht ist die ganze Straße bergschief und man kann ganz, ganz lang darauf fahren. Oh, das ist eine große Schiebearbeit. Die Menschen können mein kleines Auto gar nicht sehen, vor lauter große Autos. Ich weiß schon, was ich mache. Ich fahre unter den Autos, die da herumstehen. Da kann mich dann überhaupt keiner sehen. Ich werde ein ganz großer Unterstehautofahrer. Ich unterstehe mich und werde ein Unterstehautofahrer. Oder ein Unterstandautofahrer. Oder ein... Halt! Wisst ihr, was passiert war? Der Pumuckl schob sein Auto zur Hofausfahrt hinaus und weil dort der Bürgersteig schräg zur Straße hin abfällt, ist dem Pumuckl das Auto ausgekommen und einer älteren Frau direkt zwischen die Füße gefahren. Oh Jäckerl, nochmal nein, was ist denn das jetzt? Jetzt wäre ich doch beinahe gestürzt. Na, also, so eine Unverschämtheit, mir ein Spielzeugauto direkt zwischen die Füße zu fahren. Laufsburm elendige, ältere Leute belästigen. Was Gescheites fällt euch nicht ein. Ja, wo stecken denn die Lauser eigentlich, hä? Natürlich haben sie die versteckt, typisch. Hallo, ihr zwei, da drüben. Tut's nicht so scheinheilig. Wie bitte? Haben Sie uns gemeint? Jetzt fragt's nicht so unverschämt. Ihr habt das Auto aufgezogen und mir zwischen die Füße fahren lassen. Gebt's es nur zu? Mir? Ja, ihr, wer denn sonst? Sind ja weit und breit keine anderen Buben. Aber wir kommen doch jetzt gerade die Straße entlang. Ich hab kein solches Auto. Ja, tut's nur recht scheinheilig. Ich hätte gute Lust, euch das Auto einfach wegzunehmen. Aber das gehört uns gar nicht. Geh, eure Lügen will er mir gar nicht anhören. Ein Glück ist, dass mir nichts passiert ist. Da kann man sich ja direkt einen Fuß brechen. Mindestens. Ja, aber entschuldigen schon. Wir sind Nehmt überhaupt... euer Auto und verschwindet endlich. Eine Rücksichtslosigkeit sondergleichen. Eigentlich sollte man es ja der Schule mitteilen. Die spinnt ja, wo wir überhaupt kein Auto gehabt haben. Aber das war ja ein schönes Auto. Halt, das rollt davor. Ich hab schon. Au! Was hast denn? Wie das Auto aufgekommen hab, hat's mich zwickt. Die hat's wohl. Der Auto kann doch nicht zwicken. Schau! Au! Du, das ist ja narrisch. Mich hat's auch zwickt. Halt, das rollt wieder davor. Du, das hat einen besonderen Mechanismus. Vielleicht ist es elektrisiert. Heb's auf. Ich? Geh Feigling, das macht doch nichts. Wenn's ein bisschen zwickt, das nimmt man einfach. Au! Du, das ist wie wenn an jemand beißen tät. Aber ich hab's. Lass nimmer aus. Das untersuchen wir. Deswegen brauchst du mir nicht Mützen vom Kopf runterhauen. Ich bin an der Mützen überhaupt nicht hingekommen. Du, jetzt zwickt's nimmer. Vielleicht ist der Mechanismus jetzt abgelaufen. Stell's wieder am Boden. Jetzt rollt's wieder davor und bergauf Arno. Halt! Hab schon wieder. Au! Also sowas. Da kannst du gleich Junge kriegen. Du, das nehmen wir mit heim und zerlegen's. Aber das hört doch bestimmt jemand. Ist ja nirgends wer. Das hat jemand verloren. Und wenn wir schon unschuldig geschimpft worden sind, nachher wollen wir wenigstens wissen, wie es funktioniert. Au! Da nimmst du! Au! Na, nimmst du! Der kleine Pumuckl hat sich wie ein Wilder aufgeführt, um die beiden Buben daran zu hindern, das Auto mitzunehmen. Doch die beiden waren nicht aufzuhalten. Bis in die Wohnung hat er sie verfolgt. Und dann ist er wütend und fast weinend zu Meister Eder gesaust. Mein Auto! Mein Auto! Du musst mein Auto wiederholen. Bitte gleich holen, das ist nicht weit. Komm! Momentel einmal. Wo ist das Auto? Zwei böse Buben haben es einfach weggenommen. Ja, sind denn die in die Werkstatt reinkommen, während die da herum in der Wohnung waren? Nein, das heißt, vielleicht sind sie auch in die Werkstatt reingekommen. Oh, ich hätte ihnen die Nasen abbeißen mögen. Ich hätte ihnen... Was heißt vielleicht? Sind sie reinkommen? Vielleicht heißt das... Komm, schnell. Du musst es holen. Du, Pumuckl? Komm. Was? Pumuckl, schau mir mal in den Daumen.
Du bist auf die Straße raus mit dem Auto. Dumme Straße, dumme Bubel. Oh, mein Auto, mein schönes Auto. Ich hab dir's ganz genau gesagt, was passiert, wenn du auf die Straßen damit gehst. Ich will mein Auto, mein Jetzt Auto. schau nur, dass du das wieder kriegst, dein Auto. Ich riech keinen Finger. Also die kann man doch keinen Augenblick allein lassen. Du wirst schauen, wie ich schaue, dass ich zu meinem Auto komme. Es wird fürchterlich, sage ich dir. Fürchterlich! Fürchterlich! Während der Pumuckl zum Meister Eder gelaufen ist und versucht hat, ihn zu überreden, das Auto zu holen, ist bei den Buben die Mutter dazugekommen, hat das Auto gesehen und gesagt: Sag mal, woher habt ihr denn eigentlich das Auto? Gefunden? Und das nehmt ihr einfach mit heim? Ja, aber das geht doch nicht. Wir sind geschimpft worden deswegen, weil eine Frau drüber gestolpert ist. Und damit nicht wieder jemand drüber stolpert? Geh, erfindet doch bitte keine so albernen Ausreden. Ihr habt das Ding einfach am Buben weggenommen. Wie alt seid ihr denn ja eigentlich, ha? Nein, Mutti, bestimmt nicht. Wir wollten bloß untersuchen. Nix wird da untersucht. Das Auto tragt ihr sofort wieder dahin, wo ihr es her habt. Und zwar auf der Stelle. Aber Mutti, das hat so komisch zwickt. Kein Wort weiter, ihr tragt es auf der Stelle zurück und passt da. Dem Buben ist nichts anderes übrig geblieben, als zu folgen. Zwar knurrend, aber immerhin, sie sind gegangen. Allerdings haben sie einen kleinen Umweg gemacht, weil sie es nochmal probieren wollten, ob's zwickt. Aber nichts hat mehr gezwickt. Und so ist es gekommen, dass der Pumuckl den beiden Buben nicht begegnet ist, wie er voll Wut wieder zu ihrer Wohnung gesaust ist. Diesmal zwicke ich nicht nur, diesmal beiße ich auch. Und wenn das Beißen nichts nützt, dann kratze ich. Und ich mache ganz schreckliche Sachen. Und dann fahre ich mit meinem eigenen Auto nach Hause. Ganz schnell, jawohl. So schnell, dass keiner mich einholen kann. Ja, bitte, hub nur. Ich werde auch hupen. Und dann musst du auf die Seite fahren, weil der Pumuckl kommt. Jawohl. So, das ist das Haus. Und die Haustüre ist auch auf. Und in die Wohnung komme ich schon hinein. Und wenn ich durch den Briefkastenschlitz schleichen muss. Der Pumuckl ist tatsächlich auch in die Wohnung hineingekommen. Doch dort waren weder Auto noch Buben. Er ist hin und her gesaust, hat auf den Schränken ebenso wie unter den Betten einigen Staub aufgewirbelt. Vergeblich. Die Buben aber waren inzwischen ganz gemütlich vor der Einfahrt zu Meister Eders Hof angekommen. Da auf der Straße ist gestanden. Da stellen wir es einfach wieder her. Soll von mir aus drüber fallen, wer will. Nachher soll's halt der andere mitnehmen, als ob das nicht aufs Gleiche rauskäme. Was das war mit dem Zwicken, da käme ich schon gern dahinter. Vielleicht war es nur aufgezogen und dadurch mit was geladen, wenn wir nur einen Schlüssel hätten. Du, weißt was? Wir stellen's da nicht da auf die Straße, sondern in den Hof dahinter. Und luren, wer's nimmt. Ui ja, und wenn's ein Kind ist, dem's nicht kehrt, nachher machen wir ihm recht Angst. Komm, los! Ja. Und natürlich, wie die beiden Buben in den Hof kamen mit dem roten Auto in der Hand, da hat das der Meister Eder von seinem Werkstattfenster aus gesehen. Und schon ist er rausgekommen. Hallo? Ihr zwei? Ja, meinst du uns? Ja, freilich. Wen denn sonst? Geh, seid mal so gut und zeigt das Auto her. Das haben wir da draußen auf der Straße gefunden. So? Wir wollten's gerade zurückbringen. Ja, nachher ist ja alles gut. Aber woher habt's denn gewusst, dass das mir gehört? Ihnen gehört's? Ja. Na, das haben wir nicht gewusst. Naja, es gehört einem Buben, der bei mir wohnt. Sie, warum zwickt denn das Auto? So, hat's die zwickt? Ja, wo zwickt's denn, hä? Wenn man so langt, nachher zwickt's an. Aber jetzt nimmer. Wir haben aber nichts kaputt gemacht dran. So, das hat zwickt. Ja, das glaube ich schon. Da habt's ja nur Glück gehabt, wenn's nur zwickt hat. Gell, das ist mit was geladen. Ja, geladen vor Wut. Aber das versteht's ja nicht. Jedenfalls ist nett, dass ihr's gebracht habt. Ich danke euch recht schön. Da, pass auf. Da habt's ein 50er als Finderlohn. Ui, dankeschön. Aber ich hätte doch gern gewusst, mit was es geladen ist. So? Naja, das kann ich euch schon sagen. Das ist geladen mit Pumucklistikum. Das ist prima, gell? Du, ich glaub, der spinnt. Ja, wirklich. Die zwei haben sich aus all dem natürlich keinen Vers machen können. Aber das Auto ebenso wie das Geheimmittel Pumucklistikum war bald vergessen. Der Pumuckl dagegen ist in heller Wut wieder heimgekommen, weil er ja das Auto nicht mehr gefunden hat.
Der Meister Eder hat sich ganz scheinheilig gestellt und getan, als wüsste er von nichts. Zerreißen und beißen und alles durcheinander schmeißen! Ich will mein Auto, ich will mein Auto! Ja, hast du es denn nicht gekriegt, dein Auto? Das ist nicht mehr da, das ist fort. Und die Buben sind auch fort. Und, ich muss Sachen herunterwerfen, ich muss mit Sachen werfen, sonst platze ich. Du, ich sag dir eins. Du hebst alles wieder auf, was du jetzt runterschmeißt. Nein, nichts, aber. Und runter, wie Kind, runter, Schacht. Pummel, da. Pass auf, Pummel, da hast du nur ein Haferl voll Wasser. So, wirf's auch noch runter, dann kannst du nachher den Boden auch gleich aufwischen. Nein, nichts tue ich, nichts. Nie mehr tue ich was, wenn ich mein Auto nicht wiederkriege. Komm, gib den Wasserhafen her. Ja. Also, Pumuckl, wenn du das Auto nicht mehr kriegst, tust nix mehr. Aber wie ist, wenn du das wieder kriegst? Tust du dann alles? Ja, dann tue ich so? alles, aber ich krieg ja nichts mehr. Nie mehr. Und es war so schön. Und es ist doch mein Geburtstag. Und ich habe mich so gefreut. Ja, das passiert halt, wenn man so dumme Sachen macht. Ich will ja niemals dumme Sachen machen, wenn ich bloß das Auto wieder kriege. Also pass auf, dann hebst jetzt einmal alle Nägel wieder auf, die du runtergeschmissen hast. Alle. Und die Pfeilen und den Hammer auch und nachher putzt den Boden auf. Nachher kriegst du dein Auto wieder. Also wenn ich alle 47, 8, 12 Nägel, kriege ich noch mein Auto. Aber erst nach dem Aufräumen. Ja, aufräumen. Aufräumen. Nein, das können ja die Kobolde gar nicht. Dann tut's mir leid. Dann wird's eben nichts mit dem Auto. Wo ist denn das Auto? Ja, da pass auf. Wo? Da in der Schublade. Da schau her. Oh, da ist es ja. Mein Auto, gib her mein Auto. Nein. Erst aufräumen. Erst aufräumen? Jawohl. Oh, ja, also gut. Ja, hier ist ein Nagel. Ja. Und hier ist noch ein Nagel. Ja, ist schon recht schön auf damit. Das ist nur alles wieder und sauber hier ist nach. noch ein Nagel. Also so vielen Nägeln, so viele Nägel. Ja. So. Na, So, und jetzt könnte ich vielleicht das Auto... Ja, nein. Da liegt nur ein Hammer und Pfeilen. Den Hammer auch noch. Und die Pfeilen auch? Ja, die Pfeilen auch. Alles. Das ist aber schwer. Ja, block die nur. Das macht nichts, das schwer ist. Zum Runterschmeißen war es auch ganz leicht. Hier, das ist komisch, nicht wahr? Runter geht alles viel leichter als rauf. Aber bitte, hier ist der Hammer und die Pfeile. Ja, ist schon gut. Und was Und ist jetzt mit krieg ich dem bitte das Wasser Auto. auf dem Boden? Das Wasser ist auch noch auf dem Boden. Schau Das mal. Wasser ist... Ja. Das Wasser, ja. Ja, das Wasser trocknet ja ganz von alleine. Nein. Wasser kann man ja nicht aufheben. Aber weißt du? aufwischen, da schau hin, dort dieser Lumpenpummel. Ja, schon. Aber weißt du, vielleicht wird der Lumpen viel zu nass und dann ist es sehr schade um den Lumpen. Nein. Nasse Da Lumpen brauchst keine sind- Angst haben. Schön aufwischen, jetzt komm, runter da am Boden. Schön. So. Aufwischen ist nicht schön und kann man nicht schön und schön ist Und- überhaupt nichts, Ja. was mit Putzen und Wischen Ja, wie du meinst. zu tun hat. Mir liegt das Auto gut in der Schublade, gell? Ja, aber mehr nicht. Ja? Na, wie stark? Ja, Mein letztes Wort. ich werde schon aufwischen. Der Pumuckl tut aufwischen. Ja, er hat schwer arbeiten müssen, der Pumuckl, um wieder zu seinem Auto zu kommen. Aber als er wieder damit spielen konnte, war aller Ärger vergessen. Und wie es mit dem Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht, das höre das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören.